So, kleiner Real Talk. Kleiner Real Talk über die Schweizer Szene, über die Schweizer YouTube-Szene. Da hat ja eine kleine Auseinandersetzung. Eine kleine Auseinandersetzung hat es ja da gegeben in der Schweizer Szene in den letzten Tagen, in der letzten Zeit. Unter anderem involviert da war der Martin Bommeli, der Adi Totoro. Ich sage mal, auch noch irgendwie indirekt bei da involviert gewesen. Wer ist auch noch involviert gewesen? Der Can ist auch noch ein bisschen involviert gewesen, das Ganze. Und noch diverse andere Leute, halt Zuschauer und so weiter und so fort, sind auch noch damit involviert gewesen. Und es ist um Folgendes gegangen. Also der Adi hat ja ein Video gemacht, wo ich darauf reagiert habe, auf meinem zweiten Kanal. Übrigens auf dem zweiten Kanal 3000 Abonnenten. Sehr, sehr geil. Danke vielmals. Danke vielmals. Freut mich wirklich sehr. Sehr, sehr cool. Der Adi hat ja ein Video gemacht über die Schweizer YouTube-Szene und dort hat er einen Satz gesehen, folgender Satz so mäßig gesehen. Es gibt ja nur 5 Schweizer YouTuber und er gelacht. Und das hat er ja offensichtlich, also der Satz hat er ja offensichtlich aus Witz gewinnt, dass es nur 5 Schweizer YouTuber gibt. Das ist ein Witz von seiner Seite gewesen, und das ist nicht irgendwie ein Front gewesen an alle Leute, die Schweizer YouTube-Videos machen oder die nicht gefühlt x-tausend Abonnenten haben. Das ist nicht ein Front an irgendjemand gewesen, sondern einfach ein Witz. Und wenn man sich wegen dessen angegriffen fühlt, also dann, keine Ahnung, dann ist vielleicht YouTube nicht das richtige Pflaster für ihn, weil dann vertragt man ja wirklich gar nichts. Also, ja, keine Ahnung. Das ist mal das. Und nein, hat eben der Martin Bommeli eben dazu gesehen, ja, wieso hast du nicht swisstubers.info-Seite verlinkt? Wieso hast du nicht SwissTubers Info-Seite verlinkt? Das ist die Webseite da. Das ist eine Webseite, die der Martin Bommeli gemacht hat, wo eigentlich so ein bisschen alle Schweizer YouTube-Kanäle gelistet sind, wo eigentlich alles so ein bisschen aufgelistet ist, wo jeder Schweizer YouTuber so ein bisschen da ist. Genau. Der Beste ist natürlich auch da, und zwar hier, Maelo. Beste Kanal, Maelo und Maelo, beste Kanal. Also der Martin Bommeli hat so das Gefühl gehabt, ja, wenn man schon das Video jetzt über die Schweizer Szene macht, dann sollte man doch auch noch die Liste hier aktualisieren. Hat jetzt der Martin Bommeli, ist das so ein bisschen sein Argument gewesen. Und dass das der Martin Bommeli sieht, ist ja eigentlich auch kein Wunder, denn das ist seine Webseite. Und logisch, wo der Leute auf der Webseite haben, das ist okay. Und das ist ja nicht nur da gewesen, für ihn zu pushen, sondern er hat die Webseite ja gemacht, nicht für Geld zu verdienen, nicht für irgendetwas, sondern für die Schweizer YouTuber-Szene zu pushen. Und jetzt ist es dann auch noch manchmal so gewesen, dass Leute gesehen haben, yo, es kommt so ein bisschen abgehoben über von den grossen Schweizer YouTuber, sage ich mal, dass ihr euch nur untereinander verlinkt. Also sagen wir mal, dass der Adi, die Nati, der Can und der Marc und vielleicht noch der Elia und so uns immer so ein bisschen cross-promoten und uns so ein bisschen gegenseitig aufpushen und so ein bisschen, somit uns einfach die ganze Zeit pushen und die anderen Schweizer YouTuber bleiben sozusagen ohne ab und niemand findet sie jemals. Ja, ich verstehe natürlich den Punkt, aber das Ding ist halt, was ich irgendwie auch noch gedacht habe, so wegen Martin Bommeli, es ist halt so, dass wir sind nicht swisstubers.info, also wir sind ja nicht, wir betreiben nicht die Webseite und wir sind nicht Vertreter von der Schweizer YouTube-Szene. Sagen wir mal, lass mich noch ausreden. Wir sind nicht Vertreter von der Schweizer YouTube-Szene, sondern wir sind untereinander jetzt über die Jahre, wo wir uns kennen. Wir sind nicht die längsten auf YouTube und so weiter und so fort, sondern über die Jahre, wo wir uns jetzt kennen, sind wir alle Kollegen gekommen. Und sind wir wirklich alles ziemlich gute Kollegen, und darum tun wir uns natürlich auch alle gegenseitig verlinken. Ich verlinke nicht dort irgendjemanden da drin, den ich nicht kenne. Das ist so mein Ding. Ja, das ist mal das, wieso wo wir uns so ein bisschen cross-promoten. Und ich mache auch gerne Videos. Ich mache sehr, sehr, sehr gerne Videos mit anderen Schweizer YouTube, mit kleineren Schweizer YouTube und so weiter und so fort. Zum Beispiel eben, ich weiß nicht, ob das noch kleinere Schweizer YouTuber zählt, aber ich finde den Frittiert Lars ein sehr, sehr sympathischer Typ. Dem Humor finde ich sehr, sehr geil. Und mit ihm habe ich schon lange mal ein Video machen, schon nie dazu gekommen und so weiter und so fort. Darum habe ich jetzt mit dem noch nichts. Darum habe ich jetzt noch nichts gemacht. Mit dem. Ich habe generell auch Lust, die kleinen Schweizer YouTuber natürlich auch zu unterstützen und zu supporten. So ist es nicht. Also das habe ich wirklich sehr, sehr
Das mache ich gerne. Wenn die Videos gut sind und so, tue ich gerne darauf reagieren und gerne meinen Senf dazugeben. Das Ding ist halt aber, ich mache nicht, zum Beispiel auf meinem Hauptkanal mache ich jetzt nicht so gerne Videos mit Leuten, wo ich sehe, dass sie sich vielleicht nicht so viel Mühe geben und nicht so viel Dedication drinsteckt und nicht der Hustle so real ist. Wegen dessen heisst es nicht, dass es sich nicht gut finden, schlecht finden oder irgendetwas so. Aber ja, das stimmt natürlich, man kann die Webseite schon verlinken, wenn man ein Video über die Schweizer YouTuber-Szene macht. Wenn man das macht, dann kann man die Schweizer Szene, swisstubers.info Webseite auf jeden Fall verlinken. Das finde ich sicher eine gute Idee, dass man das macht. Aber ich habe nur das Gefühl, das Problem ist, es juckt im Endeffekt wie niemand. Jetzt mal ganz ehrlich, Chat, klickt ihr oft auf Links in der Beschreibung? Also ich persönlich, vielleicht von 100 Videos klicke ich vielleicht auf einen einzigen Link in der Beschreibung oder so. Mehr nicht, weil ich meistens meine Videos auf dem Handy mir einziehe. Darum ziehe ich mir nie irgendwelche Links ein. Nie. Und darum, ja. Also nie. Ja, aber die meisten hier im Chat, die sind ja fast nie. Also die meisten hier im Chat sitzen auch selten bis nie in der Beschreibung unterwegs. Das heisst jetzt nicht, dass man es wegen dessen nicht in die Beschreibung so holen. Das ist sicher gleich eine gute Idee. Einfach nur, um ein bisschen zu klären, was das überhaupt von einem Nutzen hat, etwas in die Beschreibung zu holen. Ich glaube nämlich nicht ein grosser. Und nein, noch den Schritt zu machen, dass man jetzt noch sieht, ja, ich gehe jetzt noch extra auf die Webseite und suche dort irgendwo einen Kanal raus, wo man vielleicht zusieht, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr, sagen wir mal, ein grosser Aufwand. Ich finde es aber natürlich eine sehr, sehr gute Seite, aber der Aufwand für einen Otto-Normalverbraucher ist einfach sehr, sehr groß. Einfach nicht nochmal hier in der ganzen Liste einfach ein paar Leute rauspicken, die er vielleicht cool findet. Weil die meisten Leute gehen einfach zeigen auf YouTube, sag, jalla, Abfahrt hier, die Hauptseite, was ist hier los und Abfahrt. Das ist das, was die meisten Leute machen. Und meistens auch, muss ich wirklich sagen. Es war noch etwas, es war noch ein Argument, und zwar war noch ein Argument, dass die grossen YouTuber so ein bisschen, wie manchmal so ein bisschen egoistisch unterwegs sind. Das sehe ich jetzt auch nicht unbedingt so, dass wir gross egoistisch sind. Also ja, es kommt vielleicht auf die Leute fahren oder so, aber ich glaube nicht, dass da irgendwelcher grosser Egoismus da ist, sondern eben wir machen unseren Content und machen einfach halt öfters Videos mit uns untereinander, weil wir halt alle Kollegen sind und das so wie gut funktioniert. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber eben generell bin ich nie abgeneigt dazu, einfach mit irgendjemandem ein Video zu machen. Also das auf jeden Fall nicht. Es kommt nicht auf die Abonnentenzahl drauf an oder über die Reichweite, die die Person hat. Natürlich kommt das nicht drauf an. Genau, aber mit dem Roger Federer würde ich natürlich liebend gerne endlich mal etwas machen. Yes! Ja, nur das Beispiel, dass wir größere YouTuber vielleicht egoistisch sind. Der Can hat ja ein Papierflieger-Video gemacht und durch die ganze Schweizer YouTube-Szene einen Papierflieger hat zirkulieren, sagen wir mal. Und da hat er alle Leute in der Beschreibung, alle Leute verlinkt. Mit dem direkten Link. Da klickt man, glaube ich, wirklich nochmal eher drauf, als auf einen Link, der die auf eine externe Webseite führen und nein, nochmal zurück. Also, ich verstehe wahrscheinlich, was ich meine. Also, das ist ja eigentlich dafür gewesen, für die Schweizer Szene ein bisschen zu pushen. Ich muss auch noch, das Schlusswort ist sozusagen, ich finde, ja, man muss die Schweizer YouTube-Szene auf jeden Fall unterstützen. Es gibt da auf jeden Fall ein paar gute Leute dabei, die Gas geben und wo es verdient hat, sicher auch mehr Abonnenten zu haben. Auf jeden Fall. Ich wollte einfach noch sagen, ich meine, im Endeffekt haben wir, also der Can, der Adi, der Marc, Nati und wir haben alle gestartet, ohne dass uns gross jemand geholfen hat. Wir haben alle gestartet, wie sie einfach untereinander haben wir dann Videos gemacht, wenn wir 200, 300, 400 Abos gegeben haben wir untereinander Videos gemacht und dann ist vielleicht der eine Zuschauer gesagt, aha, bei Natis Video war der Meiler drin gewesen. Oha, beim Adis Video war der Meiler drin gewesen. Oh, ich checke mal seinen Kanal aus, sicher auch noch cool. Und dann sind die Leute so ein bisschen hin und her gekommen und so haben wir sich die Community vielleicht auch ein bisschen schneller aufbauen als vielleicht jetzt andere Schweizer YouTuber. Wie uns so ein bisschen wie ein Grüppli, bildet und von dem her, und es passt natürlich auch bei uns an. Wir machen alle ähnliche Content, wir machen alle, sagen wir mal, Lifestyle-Comedy-Content und von dem her hat das natürlich auch alles sehr, sehr gut miteinander passt.
Und ich finde es manchmal ein bisschen schade, konzentrieren sich vielleicht einige kleinere Schweizer YouTuber nicht darauf, sich aufzuregen, dass wir sie nicht pushen, anstatt einfach Content zu liefern. Also ich meine, wir auch Content geliefert und sie nicht verlinkt bekommen. Also ja, keine Ahnung. Es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall, ein interessantes Thema und ich rede gerne darüber, aber eben, ich glaube, somit habe ich das Zeug ein bisschen abgehandelt und so ein bisschen das Zeugs ein bisschen besprochen. Und genau in dem Moment habe ich an den Adi gedacht, an den Can gedacht, an den Ehrenbruder Can, und der hat mir jetzt eine Sprachnachricht geschickt. Oh mein Gott, 4 Minuten, Can! 4 Minuten Sprachnachricht! Es geht doch gar nicht darum, dass ihr sie nicht pusht, sondern darum, dass sie aktiv noch kleiner geredet werden, als sie schon sind. Oder verstehe ich das falsch? Ja, aber jetzt mal ehrlich, wo werden sie klein geredet? Vielleicht in 2 Videos von Adi, von mir irgendwo, haben sie vielleicht kleiner geredet, als sie sind. Und das ist schon gewesen. Also, ich meine, wenn uns ein paar Aussagen in unseren Videos oder in unseren Kanal definiert, dann also ganz ehrlich, das passt ja nicht zueinander. Wir hier nur, wir machen 2, 3 kleine Witze und schon sind kleinere YouTuber diskreditiert und ich komme gar nicht mehr grösser. Also das checkt. Ja, ich verstehe, was du meinst, aber irgendwie auch nicht. Warte mal, der Marc hat mir angerufen. Oha, was hat der Marc jetzt wollen? Marc? Oha, warte schon. Marc hat angerufen. Ja, hallo? Ja, hallo Marc, alles gut? Hast du mich angerufen? Ja, ja. Ich bin da gerade live, gell? Also nicht etwa... Ich bin die Livestream am Schauen gewesen. Ja, irgendwie etwas zu dieser Diskussion sagen, wegen dem Pushen und so. Aha, ja komm, nur schnell in Discord oder so. Hier kommen die, glaube ich, nicht schlecht. Aha, also warte, komm schnell in Discord. Moin, Meister. Moin Meister, So, guten Morgen. Jetzt sollten wir ihn hören. Guten Morgen. Du hast schon noch etwas sagen dazu? Ich finde die Diskussion sehr, sehr komisch. Weil ich finde, es ist eine ganz, ganz komische Herangehensweise, wenn man sich darüber aufregt, dass man nicht gepusht wird. Also was ist das für eine Herangehensweise, Content zu machen? Also... Ja, ich glaube, das ist natürlich eine von den Sachen gewesen, die daraus entstanden ist, was sie gesehen haben. Jetzt, was der Variashi Alben geschrieben hat, ist, dass es grösstenteils war, dass wir sie noch kleiner geredet haben, als sie sind. Aber eben, ich habe es ja vorhin gesehen. Ja, aber das checkt doch jeder, dass das als Joke ist, wenn man so etwas sagt. Ja, und irgendein Zuschauer, der das Video schaut und den Joke hört, denkt sich dann sicher nicht, der hat jetzt gesagt, es gibt nur 5 Schweizer YouTuber, gut, dann tue ich jetzt meine Ohren und Augen zu und wenn ich jetzt plötzlich einen anderen YouTuber entdecke, dann gibt es den für mich gar nicht. Ja, aber... Die YouTuber, wenn man einen entdeckt, entdeckt man ihn und wenn man keinen entdeckt, entdeckt man keinen. Aber das hat ja nichts damit zu tun, ob wir in einem Video sagen, jo, es gibt 5 Schweizer YouTuber, weißt du? Also... Ja, ich meine, im Endeffekt geht es ja wirklich um den Content, den du machst und es geht nicht darum, wer dir tut, irgendwo verlinken oder so. Also ja. Eben, ja. Hallo? Can. Da ist noch der Can. Peace. Ich habe gedacht, ich join vielleicht auch schnell, anstatt nachher die ewige Sprachnotiz noch abzuspielen. Ja. Also wenn ich nicht störe, ich habe wieder... Auf gar keinen Fall. Bleib drin. Sorry, ich kann nicht unterbrechen. Ich höre noch schnell zu, wo ihr gerade dran sind. Also ich weiß gar nicht, ich habe eigentlich gar nicht so viel mehr zu dieser Diskussion zu sagen. Eigentlich nur, darum wollte ich dir nur schnell anrufen eigentlich. Weil ich einfach nur schnell mit Ende habe dazugeben, weil ich die Grunddiskussion so fucking weird finde. Die Leute machen einfach euren Content und probieren so zu wachsen und dort nicht irgendwie rumrennen, weil andere mehr von etwas haben. Das ist so die falsche Herangehensweise. Vor allem geht es voll nicht um das. Ja, also man will schon, dass es gesehen wird. Klar, ich meine, also jeder YouTuber will, dass seine Videos gesehen werden, aber und das ist jetzt etwas, und das kommt jetzt vielleicht mehr als Front über, als es gemeint ist. Aber vielleicht macht ihr euch zuerst mal Gedanken, warum es bei gewissen Leuten besser läuft und warum es bei gewissen Leuten weniger gut läuft. Und dann kommt ihr vielleicht auch drauf, warum das vielleicht bei euch weniger läuft als bei anderen. Vielleicht liegt es ja an eurem Content, dass ihr vielleicht da etwas müsst machen. Wenn ihr seit 4 Jahren Videos macht und macht es seit 4 Jahren genau gleich und es läuft seit 4 Jahren nicht, dann überlegt euch vielleicht, was man ändern könnte, dass es mehr läuft. Und tut euch nicht darüber beschweren, dass es bei anderen mehr läuft und dass sich andere gegenseitig unterstützen. Tut doch nicht so, hey, jetzt will ich auch unterstützt werden. Das ist einfach so ein richtig dummer Move, finde ich einfach.
Ja, das finde ich voll auch. Und ich finde auch, irgendwie finde ich das Verständnis für uns einfach zu wenig da ist. Also, wieso wir untereinander pushen. Also ich meine, wir haben auch angefangen, wo wir alle noch klein waren. Ja, Und wir sind damals die kleinen YouTuber gewesen und haben ein Grüppli gebildet, wo wir einander verstanden haben und haben einander gegenseitig aufgepusht, bis wir dann wahrscheinlich ein bisschen grössere Grüppli sind in der YouTube-Schweiz und so. Und ich verstehe nicht, ich sehe nie die kleinen Grüppli, die durchziehen, die Gas geben. Oder also wie, wir motzen darüber, dass man nicht gepusht wird, aber sie machen auch nichts. Also es gibt Leute, die machen, aber wer macht schon, also so untereinander gibt es kein kleines Grüppli, das so sagt, let's go, wir machen alle Videos, wir pushen einander. So, Ja, weißt du, mit dem Finger zeigen ist einfach, aber machen, nachher selber, ja, ist nachher wie Ich schwieriger. muss noch schnell sagen, der Martin Bommli kommt jetzt noch gerade. Holt der auch noch gerade? Ist das okay? ja, sicher. Ja. Also, Bommli, moin. Hallo zusammen. Hoi. Ich finde es cool, dass du mich noch schnell reingeholt hast, Maelo. Ja, Sehr sicher, lieb. sicher, sicher. Eben, die den Stream von mir geschaut haben, die wissen schon noch ein bisschen mehr Informationen, denn, dass ich auch gewisse Themen habe, die ich genau gleich sehe wie ihr. Mhm. Oder was jetzt auch zum Beispiel ja, die ganze Geschichte, wo es darum geht, dass Kleine auch zuerst mal etwas leisten müssen, bevor man sich pushen kann. Und so Geschichten, das habe ich eigentlich alles diskutiert. Da bin ich auch völlig auf eurer Seite. Aber es gibt das, halt aber so. das ist schon wieder etwas, Ja. das check ich schon wieder nicht. Mhm. Schon nur die Aussage, dass man etwas muss leisten muss, dass man gepusht wird, um das geht es doch gar nicht. Ich würde ja jetzt nicht mit jemandem ein Video machen, wo ich selber nicht feiere. Und um das ist es mir eben zum Beispiel gar nie gegangen. Mir ist es nie darum gegangen, dass ein Kleiner muss bei einem Grossen in einem Video auftauchen, sondern mir ist es darum gegangen, dass wenn man ein Video macht über die Schweizer Szene, dass man dann halt eben in der Videobeschreibung den Hashtag SwissTubers benutzt und am besten natürlich noch meine Webseiten rein tut, damit die sich wirklich interessieren, wer ist noch rum, dann wirklich alle findet und vor allem Ja, auch die aber Aktiven dann- findet. Ja. oder? Dann war deine Recherche einfach schlecht gewesen. Und das tut mir jetzt leider so müssen sagen, aber wir verlinken in den meisten Fällen, in jedem Video, das aktuell ist, sind alle Leute verlinkt, die im Video Ja. sind. Also eben, wenn... Ja. Und warte schnell, und Mhm. logisch, deine Webseite ist schön und gut, aber wenn wir jemanden direkt verlinken, ist das 10'000 Mal mehr wert als die Webseite, weil es ein direkter Link auf dem Kanal ist und nicht noch über eine andere Plattform geht. Mhm. Und Ja, also das ist und absolut, ich habe ein direkt riesiges verlinken Video gemacht. bringt's am Schau meisten, ja. schau die Videobeschreibung, dort sind 20 Ja, ja. Links drin. Schau ist auch die in der Videos an vom Markt Videobeschreibung und so. von meinem Und Livestream ist der Video auch drin. also, ich verstehe wie nicht. Es ist einfach so, Schau, wir das sind Ding... nicht zuständig dafür, dass die ganze YouTube-Szene jeder kleine Creator gesehen wird. Für das sind die auch selber zuständig. Absolut, ja. Aber es hilft natürlich, wenn Leute einen Ansatz also einen Punkt haben, wo sie starten können, oder? Ja, Also, aber ja, das aber machen wir also ja. schnell, Das schnell, machen wir so doch. meine ich, oder? Schnell Real Talk eine Frage. Wenn Mhm. jemand nach SwissTuber sucht, dann findet er die doch. Und dann findet er die auch ohne, dass man unter einem Das zeige ich eben in diesem Stream, das ist eben genau das Problem. Geh nach Schweizer YouTuber suchen, dann kommt als erstes jetzt ist mir der Name natürlich entfallen. Adi. Am Adi sein Video, wo er niemand drin, also wo er Leute verlinkt, aber die sind die meisten inaktiv davon. Und Ja, wenn aber du jetzt zum musst sehen, Beispiel das Video Okay. ist nicht mehr Mach schnell, zeitgemäß. mach Das schnell, Video mach ist schnell, von mach schnell. 2016. Eben genau, Du aber kannst es ihm ist doch der nicht erste heute Treffer. vorwerfen, Das ist ja dass das er Problem. Darf ich noch etwas sagen, bitte? Ja. Ja, hau raus, Ich hau bin raus. jetzt gerade auf Google gegangen, habe eingegeben Schweizer YouTuber Ja. und deine Webseite kommt sogar als 5. oder 6. Website. Ja, ja, das ist Also ja gut so. Ja. SwissTubers, die YouTube-Kanäle mit schweizerdeutschen Inhalten. Also wenn jemand wirklich nach schweizerdeutschen YouTubers sucht, dann findet er die auch. Ja, Und das der wäre braucht's- natürlich schön, ja. Und dann braucht es nicht. Und dann sind wir doch als YouTuber nicht verpflichtet, so etwas zu verlinken, nur weil es so etwas gibt. Es Ich ist doch habe auch nie nicht gesagt, so- dass sie verpflichtet sind. Und ich sage ja Nein. nicht in jedem Video, sondern es geht nur darum, wenn ihr Videos macht, die auch später gefunden werden, wie jetzt eben das, was 4 Jahre alt ist oder so, dass halt dort drinnen nachher inaktive Leute gezeigt werden. Und eigentlich ist es schade, die Leute, die auf dieses Video kommen, zu verlieren.
wenn's dort Ja, aber du kannst auf- doch nicht sagen, du kannst doch nicht einem alten Film vorwerfen, dass er nicht die Fortsetzung pusht. Das kannst du doch einem alten Film nicht vorwerfen. Der ist draussen. Nein, eben und darum der- habe ich der ja steht gesagt, für du musst es sich. in die Beschreibung, also wäre es cool, wenn du es in die Beschreibung rein Ja, tust. oder? wär's cool, aber muss es nicht. Also, Nein, muss es nicht, ja. Und- Das und habe ich ich auch finde nie auch- gesagt. Ich habe immer gesagt, aber du tust mein so, als Wunsch, wär's- als mein... Nein, also, schau schnell, ganz kurz abkürzt. Mein Wunsch wäre, dass wir alle, wenn ein Kleiner ein YouTube-Video macht über viele verschiedene YouTuber, dass er den Hashtag SwissTubers benutzt und von mir aus auch in anderen Videos, aber grundsätzlich in den Videos, wo er andere Schweizer YouTuber vorstellt. Einfach, wenn es um Community geht, wäre es cool, wenn er den Hashtag SwissTubers rein tut und am liebsten wäre mir natürlich noch, wenn er die Webseite nie tut und wenn sich der Hashtag nachher umspricht. Okay. Oder? Dann haben alle etwas davon, weil jeder, der irgendwann mal schnallt, dass wir uns SwissTubers nennen, sucht nach SwissTubers. Und ab dann wird es spannend, und zwar für alle, die Content machen. Und dann werden auch automatisch nur die gepusht, die aktiv sind und nicht die inaktiven. Ja, Verstehst du, was ich meine? Schau, oder? schau, zwei Sachen. Erstens finde ich so, dass mit dieser Webseite und mit dem Anliegen in der Videobeschreibung, ich finde, das kann man so in den Raum stellen, dass das ein Wunsch von dir ist, dass du dir wünschst, dass das die Schweizer YouTuber mehr machen. Ich finde, das kann man so reinstellen und anhören und dem Raum geben und das überdenken. Aber Eben, es ich ist auch finde jetzt für mich ich finde, durch, ja, ja. darf ich schnell? Ja, Ich sicher. finde aber, dass es wie in einer gewissen Art ausartet, im Sinne von, dass es die Leute das Gefühl haben, wir sind verpflichtet, also, weißt du, wir Ja, pushen ja. die Szene ja, und wenn du ehrlich bist und durch unsere Kanäle durchgehst, du kommst auf viele aktive Kanäle von dieser Schweizer YouTube-Szene. Und ja, du kommst auch viel auf die gleichen, aber das ist auch, weil wir uns das Netzwerk aufbauen haben. Und wenn irgendjemand auch mit so in unseres, ja, es scheiß auf unseres, aber weißt du, wie zum dort reinkommen, braucht es mehr als einfach, hey, ich bin auch da, sondern Ja, da ja, braucht schon es da braucht es ein bisschen von allem, ein bisschen Power und ein bisschen nach vorne gehen. Und, also Absolut, ja. dann passiert das ja automatisch. Und du hast noch im Stream gefragt, wie sind wir denn auf Nati-Style aufmerksam geworden? Mhm, wie haben Einfach die dadurch, dazu mal dass gefunden? dass sie aktiv hat Schweizer Videos gemacht. Und da wenn du die Szene Ja, aber im Blick weißt- hast, dann siehst du das, dann werden die Leute angeschaut und umgeschickt. Ja, und dann sehen wir die aber- und fühlen die und machen etwas mit denen zusammen. Und aber ich will wo jetzt hast nicht du sagen, dazu mal Nati gefunden? Hat Also- sie einen Kommentar bei dir gemacht und dann hast du den angeschaut, also ich hast hab- du das Profil angeschaut? Ich kann dir Oder sagen, wie wie ich bist es du habe dazu mal gefunden. auf sie gekommen? Ja? Also mir ist einfach ein Video von ihr vorgeschlagen worden in den ja, Empfehlungen. same. Und dann habe ich es same. angeschaut und ich habe gefunden, okay, eine Schweizer YouTuberin, die Okay, cool, ja. noch unterhaltsame Videos macht. Und dann habe ich mal Mhm. geschaut, was sie schon so macht, und so bin ich auf sie aufmerksam geworden. Ja, aber ich glaube, bei mir Ich ist könnte es auch sogar- so gewesen, ja. Also ja, Ja, sag mal. Elo. nee, bei mir ist es glaube ich auch so gewesen, dass sie auch einfach bei mir irgendwo in den Vorschlägen war oder irgendjemand von Ja, euch das hat es mir ist am gesehen. besten, ja. Irgendetwas so. Und eben, ja, nee, Can, du hast noch etwas sagen, eigentlich nur zusammenfassend etwas sagen. Ja, nein, ich auch. Ja, Ich habe noch eine Aussage, wo mir die ganze Zeit noch im Hinterkopf ist, die ich gerne noch loswerden möchte. Und zwar, ich finde, das gemeinsames Zusammenwachsen ist immer geil, aber ich finde auch wieder andererseits, nur weil man, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber nur weil man das gleiche Hobby hat, heisst es nicht, dass man nachher einander immer gerade mega muss supporten und füreinander da sein. Also weißt du, ich finde es schön und ich finde es auch geil, wenn die Schweizer Szene wächst. Aber ich finde, schau, nur weil, wenn ich jetzt gerne Fußball spiele und nur weil ein anderer Typ auch gerne Fußball spielt, heisst das nicht, dass wir müssen Kollegen sein und zusammen Fußball spielen. Absolut, ja. Und, Klar. und genau so sehe ich das halt doch ein bisschen bei YouTube, irgendwie nur weil es eine Szene gibt und nur weil es Leute gibt, die Videos machen auf Schweizerdeutsch und es andere Leute gibt, die das auch machen, heisst es nicht unbedingt gerade, dass man muss zusammen das machen und sich gegenseitig pushen. Und ich finde dann eben die Herangehensweise, so das Suchen nach dem Push ist einfach die falsche Herangehensweise und so kommst du halt zu nichts. Ja, also da muss ich auch noch mal klarstellen, also falls das die einen nicht gecheckt haben, es geht ja da auch nicht immer einfach um mich oder um die paar Kommentare, die ich geschrieben habe. Es geht ja um ganz viele andere, die Ja, da ja. rumschnurren. Ich meine, Oder es ich ist bin ja nur der, wo
Die ganze Zeit, seit 3 Jahren, seit ich die Webseite bastle und so, probiere ich das irgendwie an den Mann zu bringen und ich probiere mit dem Hashtag SwissTubers, ich weiss, dass der schlecht behaftet ist von der Vergangenheit, das habe ich leider auch erst ein bisschen später dann mitbekommen, aber ich möchte halt den Hashtag SwissTubers eigentlich wirklich für das benutzen, dass wir oder alle ein bisschen mit dem können, weiterkommen, oder? Weißt, und ich glaube, diesen Punkt haben wir auch alle verstanden, deine Bitte. Und es geht eben, wie du auch sagst, es geht auch nicht alles nur um dich, sondern weißt, also es gibt auch viele Geschichten, wo man wie, also das klingt jetzt verdammt blöd, wo man aber nicht einfach so alles kann erzählen kann, weil es einfach auch nicht an die Öffentlichkeit ja, ich habe gehört. viel so. mitbekommen Anyway, im Nachhinein. Das ist ja auch egal und ich finde, weißt so, ein Zusammen ist auf jeden Fall gut und gescheit und intelligent, aber wie, ja, ich habe das auch schon jetzt 100 Mal gesagt, so. Ich habe das Gefühl, weißt, wir haben eigentlich alle unseren Standpunkt gesagt. Ich habe vorgeschlagen, wie wir das Ganze ein bisschen angehen können. Ihr habt eure Meinung gesagt, eben, für mich war es eigentlich erledigt mit dem Stream, jeder von mir vom letzten Mal. Und ich hoffe wirklich, dass jeder Kleine unsere Ansichten checkt und eben auch von euch, oder? Klar, eben, macht ihr nicht mit jedem Kleinen ein Video und so. Ich hoffe wirklich, dass das die Kleinen auch verstehen. Ja, aber Also, weißt, und da ist auch wieder... Sag mal, Hello, sorry. Ja, also ich weiß nicht, was du noch sagen. Ich glaube, wir haben jetzt gefühlt schon alles 20 Mal gesehen. Ja, oder? safe. Also Safe. wenn du noch kurz etwas sagen, hau raus. Weil Ja, der hat dann einmal... Ja? Danke. Ja, nein, ganz kurz einfach noch, vielleicht einfach noch schnell zum die Hitzigkeit aus dieser Situation noch ein bisschen rausnehmen. So, ich glaube, die Situation ist jetzt so aufgeblasen, auch weil wir alle mit unseren Emotionen drin sind und es ist sicher auch nicht ganz so groß, wie es sich vielleicht anfühlt von außen. Einfach schnell zum da noch dazu anhängen, aber ich finde, wie wichtig, dass man wie alle Seiten kann verstehen und ich finde auch, dass man Verständnis muss haben, dass wenn uns das trifft, wenn man wenn Leute sagen so, ihr gönnt nicht, ihr pusht nicht, obwohl wir das so für unser Gefühl machen und die Szene pushen und so, und finde einfach abschließend zum sagen, spread love und, und hatet nicht. Das ist ein schönes Ja, also, Schlusswort. Was ich auch noch schnell, nur ganz kurz, was ich noch schnell will sagen, eben der Adi und du hast es ja im Podcast gesagt, ihr habt ja auch noch ein paar Tipps gegeben, den Kleinen, und ich glaube, das ist sicher auch eben wichtig gewesen, dass ihr dort da noch ein paar Sachen dann gesagt habt, wie sie dann auch weiterkommen. Und am besten hört ihr dort mal in den Podcast und eben schaut noch bei mir in den Livestream rein, wo ich auch noch mal ein paar Tipps gebe. Und ja, für mich ist eben die Diskussion... Es geht auch einfach nicht um Größe, sondern um den Content. Und fangen einfach an geilen Content machen, dann ist scheißegal, wie groß das ich bin. Ja, voll. Gut, Diskussion beendet. Schönes Nein. Schlusswort. Nee, Peace, aber, was ich noch ey, sagen, hau rein. eben jetzt mit der SwissTubers.info-Seite, das ist sicher nice, wenn man die würde verlinken, wenn man die könnte verlinken ab und zu mal, das ist sicher eine nice Sache. Mit dem Hashtag muss ich sagen, das glaube ich bringt gefühlt niemand um nichts, habe ich das Gefühl. Ja, also ich habe noch nie nach einem Hashtag gesucht auf YouTube, lol. Ja, du kannst ja draufklicken, dann du musst ja nicht danach suchen. Aber ja, ich weiss es nicht. nicht. Ich habe noch nie drauf geklickt. Aber es ist halt so, dass in der Videobeschreibung generell die Leute, sobald sie unter der 4. Ziele ist oder so, klickt keinen Schwanz drauf. Außer du siehst es 30 Mal im Video und dann ist das Video langweilig. Und ja, aber ich habe das Gefühl, es ist auf jeden Fall eine gute Webseite, die du da hast, das kann man sicher sagen. Und wir sind, glaube ich, nicht verpflichtet, irgendjemand generell zu pushen. Das macht ja jeder deutsche YouTuber ja auch nicht, das auf jeden Fall nicht, aber wir setzen uns auf jeden Fall ein für die Szene und haben Bock, dass gute Leute, sage ich mal, in Anführungszeichen Erfolg haben. Das habe ich auf jeden Fall Bock drauf, aber jeder Hans und Franz irgendwo zu verlinken, bleibt ja gleich nicht. Ja. Ja, gut gesagt. Also,
Tipptopp, merci. Ich glaube, ich verabschiede mich wieder hier aus dem Discord-Stream. Yes, Ich me too. eigentlich, Easy, ja. eigentlich nicht mega Diskussion auslösen. Ich habe nur noch schnell mein Senf dazu gegeben, easy, kein weil ich Ding. da nicht mehr, Ja, nicht mehr so in der Szene aktiv dabei bin. Ich komme übrigens dann wieder gleich wieder back, freut mich. Kuss. Und Oha. ja, nichts gesagt. Also, in dem Fall wünsche ich allen einen schönen Abend, macht's gut und ciao. Eben, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen auf Solo-Stream angelehnt zurück. yes. Wir hoffen, es ist gut auch für dich, Martin. Alles gut, falls ja. noch etwas Eben, ist oder für so. mich ist es erledigt soweit. Und eben, noch eines, nur ganz kurz, einfach zum Abschluss. Eben, ich fände es halt cool, wenn wir gemeinsam eben mit dem Hashtag, weil halt der schon existiert hat, könnten auch für gehen.